Zweite Stadt. Besser. Gut, wir sind im letzten Teil von einer Serie über das wohl bekannteste Gebet von allen Zeiten. Ich gehe davon aus, die allermeisten von euch haben mindestens davon gehört und wahrscheinlich auch die Freude gehabt, so wie ich, das einmal auswendig zu lernen als Kind. Und wahrscheinlich gerade so gleich wie mir. Nur, dass meine Rolle ja oft ein bisschen eine andere ist. Nämlich, dass dann, wenn es dazu kommt, dass man das Gebet aufsagen sollte, dass man, obwohl man es so gut kann, gleich dann so ein bisschen nervös wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn man Pastor ist und da vorne steht und das muss vorsagen, ist es erstens ein bisschen peinlich, wenn man auf die Notizen schaut. Zweitens aber auch ein bisschen peinlich, wenn man es dann durcheinander bringt. Darum, es ist so ein Gebet, das uns begleitet seit vielen Zeiten. Und für viele, muss man sagen, ist es vielleicht eine Art Worthülse. Es ist eine Art eine liturgische Sache, die man verinnerlicht hat, wo man abbetet, wo aber irgendwo durch ihre Form, durch die Art und Weise, wie man es vielleicht auch gelernt hat, vielleicht gar nicht so lebendig oder so persönlich ist, wie das Gebet eigentlich könnte sein. Und die Serie hat uns mitgenommen in den Gedanken hinein, dass das Gebet eben nicht einfach so zufälligerweise ist und dass wahrscheinlich sein tieferer Sinn auch nicht darin liegt, dass man es einfach abbetet, auch wenn das etwas sehr, sehr Gutes und Hilfreiches ist, sondern dass man eine Einladung hat, eigentlich so wie eine Tür, wo man drin hineingehen kann und in einen einzelnen Teil so richtig auch verweilen. Und das Gebetsleben so eine Art Anleitung kann nehmen durch das Vaterunser und dort durchgehen. Und das Bild ist so verbildlicht worden mit dieser Stege, wo zeigt, dass das Gebet ganz viele verschiedene Anteile hat. Es hat wie verschiedene Teile drin. Man kann jeden Satz, vielleicht sogar manchmal einzelne Wörter nehmen und darüber nachdenken. Und es fängt an mit dem, ich glaube, wir haben es sogar eingeblendet, zum Anschauen, mit dieser berühmten Anrede Vater unser oder unser Vater, wo uns will bewusst machen, wer ist eigentlich das Gegenüber. Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir beten. Und das ist noch echt entscheidend, oder? Also die Art und Weise, wie ich bete, die Erwartungen, die ich habe an so ein Gebet an, die Stimmung, die Atmosphäre, die die Zeit prägt, ist extrem entscheidend von dem, wer ist das Gegenüber. Ist das eben der liebende Vater im Himmel, der jedes einzelne von uns kennt? Die Bibel sagt, so gut kennt, dass er jedes einzelne Haar auf unserem Kopf kennt. Er weiß also, wer wir sind, von innen und von außen. Oder ist es irgendein ferner, distanzierter Gott, irgendeiner, der Freude hat, wenn Schwieriges passiert, oder sagt, eben, geschieht dir recht, die Strafe folgt sofort. Also die Anrede ist extrem entscheidend und es lohnt sich nur schon mal bei dem vielleicht hängen zu bleiben und zu sagen, zu wem bete ich denn, wenn ich bete? Wer ist der Gott? Wie kenne ich ihn bei mir? Dann gibt es einen ersten Block, wo in 3 Teilen oder mit 3 Sätzen in den ersten Teil verpackt sind, wo der Fokus ganz und gar auf den Gott ausrichtet. Es fängt immer an mit dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Gebet, wo uns also hilft, den Blick auf das auszurichten, wer Gott ist und was er möchte tun auf dieser Welt. Und es sind immer so 3er-Päckchen, das ist auch so etwas, die Form verratet uns, das ist das hebräisch-jüdisches Muster von der Art, wie man Sachen, eben Themen kann anschauen kann, wo in diesen 3er-Päckchen verpackt ist. Und dann gibt es einen zweiten Teil, wo uns zeigt, dass auch unsere persönlichen Bedürfnisse, das, wer wir sind, was wir brauchen, wo wir stehen in unserem Leben, also unseren Alltag, so normal und unspektakulär, dass er manchmal ist, Platz hat in dem Miteinander mit Gott. Auch das dürfen wir zu Gott bringen. Spannend ist aber, dass es dort nicht heisst, mein tägliches Brot gib mir heute, oder? Und vergib mir meine Schuld, sondern es ist es uns, wo uns auch bewusst machen soll, dass mit uns zusammen, wenn wir beten, Millionen von Menschen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen rund um den Globus, auch zu dem Gott, zu dem Vater im Himmel beten. Es gibt auch manchmal eine andere Perspektive da drin. Und heute werfen wir also zum Schluss einen Blick auf den letzten Teil von dem Gebet, wo es in sich hat. Ganz, ganz ehrlich, es heißt nämlich dort, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt Versuchung könnte man auch übersetzen als Erprobung oder Prüfung. Wir können also sagen, führe uns nicht in eine Prüfung. Das wäre das gleiche Wort. Und ganz ehrlich, zu Prüfungen habe ich ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so bekannt gewesen als Viellerner. Das hat sich dann auch in meinen Noten so niedergeschlagen. Und es gibt ja ein bekanntes Prinzip, das heißt Pareto-Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Mit 20% vom Aufwand erreicht man 80% vom Resultat. Und das heisst nicht umsonst Pareto. Ich habe das ein bisschen zu meinem Lebensmotto gemacht. Und gerade während der Schulzeit war mein Ziel eigentlich, mit möglichst wenig Aufwand irgendwie so durchzuschlittern. Und es ist mir leider im Nachhinein gesagt so gut gelungen, dass es mich eben auch nicht gezwungen oder motiviert hat, dazu mehr zu investieren in die Prüfungsvorbereitung. Und so sind Prüfungen für mich, ehrlich gesagt, ein mühsames Übel gewesen während der Schulzeit. Vieles hätte ich eigentlich noch gerne gehabt. Den Sport habe ich gerne gemacht. Die Zeit mit den Leuten war eigentlich nicht so gewesen. Sogar das Lernen, der Unterricht, aber Prüfungen, die sind mühsam gewesen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Das ist der Moment, wenn man schon Wochen im Voraus es ein bisschen schwierig gefunden hat. Und häufig bei uns war es immer so gewesen, dass die Lehrer dann vor der Ferien gemerkt haben, dass sie ja noch entsprechend Notenanzahl bräuchten. Und dann haben alle noch eine Prüfung machen, alle aufs Mal. Und man steht und man hat das Gefühl gehabt, jetzt ist das Leben vorbei, oder? Und der Puls ist höher und man fühlt sich irgendwie unwohl und man ist froh, wenn das irgendwie einigermaßen vorbeigeht an einem. Manchmal ist es so schlimm, dass man dort hockt und nicht einmal das, was man eigentlich gelernt hätte und könnte, können zeigen, sondern am Schluss ist es ein Desaster vielleicht da und dort. Meine, vor allem Lehrerinnen, die ich hatte, haben dann versucht, das ein bisschen besser zu machen, indem sie dann nicht mehr von Prüfungen geredet haben, sondern von Lernzielkontrolle. Und für mich war es immer so, als wenn wir eine Katze im Sack verkaufen wollen. Es ist so, eigentlich ist etwas, wenn man es neu anmalt oder anders einpackt, immer noch genau das Gleiche. Also es ist immer noch eine Prüfung, aber es klingt viel, viel besser und viel weniger schlimm. Aber am Schluss ist es immer noch genau das Gleiche. Die Frage ist doch, was ist der Unterschied von einer Lernzielkontrolle zu einer Prüfung? Für mich als Schüler hat sich das nie erschlossen. Also es ist eigentlich eins genauso wie das andere gewesen. Und ich habe so ein bisschen über das nachgedacht, über Prüfungen, über die Angst vor Prüfungen, darüber, dass Prüfungen in unserem Leben ein mühsames Übel sind, wo man froh ist, wenn man es möglichst schnell hinter sich gebracht hat. Und ich habe gedacht, eigentlich könnte man sie auch anders anschauen. Weil Prüfungen eigentlich, und so jetzt mit ein bisschen mehr Distanz aus Sicht auch von einem Erwachsenen vielleicht auf die Situation, ist ja nicht in allererster Linie das Ziel, zum die Schüler zu plagen. Vielleicht gibt es Lehrer, die Freude an dem, aber die meisten werden wahrscheinlich das machen, weil sie ja versuchen herauszufinden, wie ist der Stand vom Wissen oder vom Gelernten, wie gut kann man das anwenden. Und die Lehrerinnen und Lehrer versuchen eigentlich auch so die Wahrheit ans Licht zu bringen, den Zustand von einer Sache zu zeigen. Wenn man dann die Fahrzeugprüfung nimmt, also wenn man sein Auto vorführen muss, geht es ja auch um das. Dann geht es am Schluss darum zu schauen, ist das Gerät fahrtauglich, sicher für auf die Straße raus oder ist es gefährlich? Also am Ende ist es eigentlich nicht etwas Schlechtes, etwas Schlimmes, wenn Sachen geprüft werden, weil es bringt den wahren Zustand, den eigentlichen Kern an die Oberfläche. Führe uns nicht in eine Prüfung. Der Bibeltext, führe uns nicht in eine Versuchung, der löst oftmals Spannungen aus. Ich denke bei euch, auch bei mir, man denkt so ein bisschen, okay, wir beten das jetzt zu dem liebenden Vater, der es eigentlich gut meint mit uns. Und es hat so ein bisschen einen Punkt drin, der ein bisschen schwierig ist, so ein bisschen, führe uns nicht in Versuchung. Wer führt uns denn wieder drin? Und kann das sein, dass ein liebender Vater einem in eine Situation hineinführt, wo das Risiko besteht, dass man versagt? Dass man es falsch macht, dass man irgendwo an einen Punkt ankommt, wo man am Schluss muss sagen, oh, das war eigentlich nicht so gedacht. Führt uns, versucht uns Gott zu Fall zu bringen mit dieser Sache. Es löst ein bisschen etwas aus in uns drin und es braucht ein bisschen Gedankenarbeit. Zum guten Glück ist das Thema Versuchung oder Prüfung ein Thema, das in der ganzen Bibel immer und immer wieder vorkommt. Und so haben wir ganz viele verschiedene Geschichten und Situationen, wo wir schauen können, wie könnte man das vielleicht verstehen, wenn es da heißt, führe uns nicht in Versuchung. Am nächsten bei dieser Geschichte von dieser Bergpredigt, das ist ja Matthäus Kapitel 5, 6 und 7, ist im Kapitel 4 auch von dem Matthäus-Evangelium, also von dem Bericht, wo der Matthäus geschrieben hat, über die Zeit, was Jesus auf dieser Erde da alles erlebt hat und gemacht hat, schreibt er nämlich Folgendes im Kapitel 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte oder geprüft werden sollte. Also auch Jesus hat so Situationen in seinem Leben gehabt, zum Beispiel da, wo der Geist von Gott ihn geführt und geleitet hat in eine Situation, wo er vom Teufel dann
versucht worden ist. Und der Jakobus, das ist der Bruder von Jesus, hat später in einem Brief von den ersten Christen den Gedanken nochmal aufgenommen und etwas deutlich machen. Er sagt nämlich, doch wenn jemand in Versuchung gerät oder eben so eine Prüfungssituation erlebt, Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Wie bringen wir das jetzt zusammen? Ich glaube, man sieht in der Bibel, dass die Schreiber der Bibel davon ausgehen, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, leben, Christen sind, gläubig sind, dass die geführt werden von Gott, in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Wie wir da sehen bei Jesus vom Heiligen Geist. In unterschiedlichsten Lebensphasen, unterschiedlichsten Lebenssituationen drin. Und sie vertrauen sich und die Richtung, wo ihr Leben soll gehen, dem Gott an. Und zu diesem Leben gehören unterschiedliche Erfahrungen dazu. Schöne, erfolgreiche, manchmal aber auch extrem schwierige und herausfordernde. Und der Jakobus möchte deutlich machen und sagen, Gott versucht nicht in dem Sinn, dass er sagt, mal schauen, mit der Hoffnung, dass man versagt und dass man eben runterfällt. Gott ist nicht ein Gott, der das Böse sucht und der auch nicht so Fangfragen stellt oder Zack Katz im Sack verkauft und so ein bisschen kommt und tut, als wäre es einen, aber es ist eigentlich das andere. Und am Schluss, wenn du drin bist, merkst du so, okay, ist eigentlich nicht so cool. Aber es tut auch den Umstand in unserem Leben akzeptieren, dass es versuchliche Situationen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, zu wählen zwischen den Optionen und dass die Wahl nicht nur gute Optionen zur Auswahl bietet, sondern eben auch schlechte Optionen. Sachen, die unserem Leben schlecht tun. Und wenn wir es so von dieser Seite anschauen, dann kommt uns wahrscheinlich die bekannteste Geschichte aus der Bibel in den Sinn, nämlich die erste von der Schöpfung. Wo Gott gesagt hat, ich achte die Freiheit und die Würde von jedem Menschen so fest, dass ich ihn nicht dazu zwinge, die richtige Wahl zu treffen. Ich zwinge keinen Menschen dazu, Ja zu sagen zu meinen Gedanken über sein Leben, die richtige Sache zu wählen, sondern der Mensch hat die Freiheit auszuwählen. Oftmals zwischen verschiedenen Möglichkeiten und nicht alle sind gut. Und so steht auch in dem Garten Eden eine Vielzahl an Bäumen. Und einer davon ist eben der Baum, wo wenn man von dem nimmt, wenn man diese Wahl trifft, es Konsequenzen hat, schlechte Konsequenzen. Und auch dort sehen wir, wie die Schlange die Menschen versucht, zu testen, dazu versucht zu bringen, von dieser falschen Wahl, die falsche Wahl zu treffen, die falsche Wahl für ihr Leben zu machen. Das heisst, Gott lässt uns, jedem Einzelnen von uns, die Freiheit. Und darum gibt es in unserem Alltag immer und immer wieder versuchliche Situationen, Wahlmöglichkeiten, Tests und Prüfungen in dem Sinn, dass die Wahrheit, das Licht soll kommen, dass Gott das zulässt, dass das Böse uns, jedes Einzelne von uns, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, Wahlmöglichkeiten anbietet und wir auch als Christen vor dieser Freiheit stehen, können sagen, ich nehme das eine oder das andere. Und wenn wir dann eben so in unserem Kopf hinein durch die Bibelgeschichten durchgehen, dann merken wir, es hat immer und immer wieder gegeben, dass Gott am Menschen die Wahl gelassen hat, wie er sich möchte entscheiden. Manchmal sogar so eine Wahl erzwungen hat, zum Beispiel beim Abraham, kommt mir in den Sinn, wo Gott ihn herausgefordert hat und gesagt, opfere deinen Sohn. Und Abraham, es war schwierig für ihn und erst in letzter Sekunde hat Gott eine Lösung dann eigentlich bereitgestellt. Es war ein Test vom Vertrauen von Abraham. Oder, und das ist eine kleine Randnotiz für Bible-Nerds und Leute, die gerne daran denken, auch die Geschichte im Alten Testament vom Manna, wo es ja täglich das Brot, in Anführungs- und Schlusszeichen, vom Himmel geregnet hat, wird als Versuchung oder als Test, als Prüfung beschrieben. 1:1 so bezeichnet im Text. Ich dachte, das ist noch spannend, oder? Unser tägliches Brot gibt uns heute, erinnert uns an die Geschichte vom Manna. Die Versuchung erinnert uns an die Geschichte. Vielleicht gibt es ja da einen inneren Zusammenhang, aber über das nachzudenken, überlasse ich jetzt euch für das lange Zeit heute Morgen nicht. Also es gibt eigentlich eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten, wie man das Thema Versuchung anschauen kann. Und ich mute euch jetzt zu, das ganze Spektrum von dem, was in der Bibel steht, über Versuchung, über Prüfungen auszuhalten. Und es ist extrem breit, weil wir nämlich da von der einen Seite bis zur anderen Seite, wo Folgendes auch im Jakobus steht, nur ganz ein bisschen vor dem, was wir vorher gelesen haben.
Und ich muss sagen, es löst in meinem Kopf hinein so ein bisschen Schwierigkeiten aus, das irgendwie zusammenzubringen. Kognitiv ist das ein bisschen herausfordernd. Also, es steht da: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Also ich würde sagen, das ist ja so top of the top von Sachen, die cool sind im Leben. Das Highlight, oder? Ich meine, du hast vieles Schönes erlebt, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an. Nämlich, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen, oder eben, das Wort könnte man sagen, Versuchungen, verschiedenster Art durchmachen müsst. Halleluja! Freut euch, wenn ihr in der Gefahr steht, eine falsche Lösung zu treffen oder eine falsche Wahl zu treffen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Es klingt etwas so fremd in meinen Ohren, wie wenn meine Lehrerin versucht hat, mir zu sagen, dass eine Lernzielkontrolle etwas anderes ist als eine Prüfung, dass ich darum keine Angst muss haben vor dem, was da passiert. Es ist schwierig für uns, das irgendwie zusammenzubringen. Der liebende Vater auf der einen Seite und dann die Aussage: Wenn du an der Klippe stehst, mit der Gefahr, in den Abgrund abzustürzen, dann freu dich drauf. Halleluja! Aber auch das gehört dazu, zu dieser ganzen Bandbreite, dass eben all die Prüfungen nicht nur eine Chance sind zu versagen, sondern auch eine Chance sind, etwas zu zeigen, als Licht zu bringen, etwas Feuer zu holen aus unserem Inneren heraus, wo vielleicht sonst verborgen und versteckt ist. Und manchmal ist das Vertrauen in Gott und unsere Zuversicht auf ihn und die Standhaftigkeit, die das auslöst, erst dann am Licht die vorne, wenn es einmal durch schwierige Zeiten in unserem Leben durchgeht. Wenn wir nie vor der Wahl stehen, uns für oder gegen Gott zu entscheiden, dann gibt es auch keine Möglichkeit für unser Leben zu wachsen in diesen Entscheidungen drin. Oder eben zu erleben, wie standhaft das unser Glauben kann sein. Und ich muss sagen, manchmal sind in dem Rückblick hinein die Zeiten, die am herausforderndsten waren für mein Leben, fast prägender gewesen als die Zeiten, wo alles gut gelaufen ist. Weil dort drin entscheidet sich, wie viel Leid uns geht. Und dort drin gibt es auch eine Möglichkeit, manchmal durch tiefes Durchschnaufen durch, manchmal durch Tränentäler durch, können sagen, und ich hebe fest an dem Gott und an seinen guten Gedanken über mein Leben. Und auch das ist ein Aspekt davon. Und jetzt haben wir also da die ganze Bandbreite. Auf der einen Seite das Gebet, das sagt, führe uns nicht in Versuchung, wo man vielleicht auch sagen könnte, führe uns nicht in Versuchung hinein oder lass uns nicht in eine Versuchung fallen, wie auch immer man es übersetzen will. Also der Wunsch, dass Gott uns nach Möglichkeit nicht zu Situationen zumutet. Und auf der anderen Seite der Jakobus, der sagt, hey, es kann auch ein Ort sein, wo etwas Gutes, etwas Positives in deinem Leben entsteht. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schmerzhaft und schwierig aussieht oder ist. Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir eine andere Situation, vielleicht die zweite große Situation in den Sinn gekommen, wo Jesus so eine Prüfungssituation in seinem Leben erlebt hat. Es ist kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, in dem Garten Gethsemane rein, wo Jesus ja nochmal gebetet und gerungen hat, um das, was jetzt auf ihn zukommt, weil er gewusst hat, es ist eine Herausforderung, es wird schwierig, es wird auch Schmerzen und Leiden beinhalten. Und dort in dem Garten betet er das Gebet, wo er sagt, Herr, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, dann soll dein Wille geschehen in meinem Leben hinein und nicht mein eigener Wille. Und es ist vielleicht die Herzenshaltung, die man kann annehmen in dem Gebet hinein und führe uns nicht in Versuchung, wie sie Jesus gehört hat. Wenn es möglich ist, dann verschon mich davor. Vor allem verschon mich davor, auf diese Art und Weise herausgefordert zu werden, dass ich es nicht packe, dass ich es nicht schaffe. Und gleichzeitig da drin will ich dir vertrauen, Gott, dass deine Gedanken über meinem Leben, dein Wille, das, was du willst und dein Name verherrlicht, wie wir so gebetet haben, mögt ihr euch erinnern, dass das mehr Gewicht hat, als dass ich selber vielleicht im Moment das Gefühl habe, ist richtig und gut. Und es bringt uns an einen Ort an, wo wir uns nicht so Prüfungen wünschen. Ich glaube, das wäre eigentlich krank, nicht? Man sagt sich, yes, Halleluja, hoffentlich wird es wieder mal so richtig schwierig. Aber wo man von ganzem Herzen kann sagen, aber wenn es dort ist mein Vertrauen, meine Zuversicht auf Gott so stark und so groß, dass ich weiß, er macht das nicht, damit ich zu Schaden komme oder damit ich zu Fall komme, sondern er macht das, damit mein Leben stark wird, mein Glaube stark wird und etwas daraus wächst. Und es gehört einfach dazu, weil Gott die Freiheit und Würde vom Menschen so hoch achtet, dass er sagt, es gibt nichts, was das antasten kann. Sogar dann, wenn das Schwieriges, Herausforderndes, manchmal sogar Leid und Schmerz zur Folge hat.
Führe uns nicht in Versuchung. Und dann kommt der zweite Teil. Und das ist das Schöne an dem Gebet. Je länger dass man darüber nachdenkt und dass es so ein bisschen mitnimmt, vielleicht haben wir das auch gemacht in den letzten Tagen, desto mehr Verknüpfungen und Ebenen kommen einem in den Sinn. Und man kann nicht alle von denen rausnehmen. Aber ich denke, gerade da drin steckt der direkte Link und Verknüpfung von diesen zwei Bitten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch wenn ich denke, dass der Teil da drin wahrscheinlich überall angehängt werden könnte, wie wir später noch werden sehen. Aber er passt auch sehr, sehr gut zu dem. Führe uns nicht in Versuchung, sondern auf der anderen Seite erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen, habe ich das Gefühl, hat ganz viele verschiedene Facetten und Ebenen. Und ich will ein paar versuchen rauszupicken, um uns ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, hey, man kann richtig baden da drin. Das ist wie, wenn man nicht die Stegen einfach durchabrennt, auch das ist gut. Es ist nichts falsch, wenn man das Gebet am Morgen und am Abend betet, vor sich durchgeht, wenn man das repetiert. Aber manchmal kann man vielleicht an so einem Ort dann stehen bleiben oder mal anhückeln und sagen, hey, jetzt bleibe ich mal da, bei dem Gedanken. Jetzt bleibe ich mal da, bei dem, was da ist. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich denke, das allererste ist es ja eigentlich ein Glaubensbekenntnis, nicht? Es ist so, dass die Zusage, ich brauche jemanden, der mich rettet. Rett mich aus dieser Situation, so ich bin, weil alleine schaffe ich es nicht. Wenn wir die Bibel lesen, ganz besonders die Prüfungssituationen lesen, dann sehen wir, wie schlecht das Volk Israel, wie schlecht das Menschheit oft abgeschnitten hat in diesen Situationen. Und sogar die grössten und besten Menschen, gläubigen Menschen, auch in der Geschichte der Bibel, haben da und dort mal den Falschabzweiger gewählt. Denke vielleicht an einen grossen König David, einen Mann nach dem Herzen Gottes, bitter versagt hat. Wo in Situationen, wo sein Vertrauen auf dem Tisch gestanden ist, die falsche Wahl getroffen hat. Und es ist schlussendlich, dass so eine Erlöse uns von dem Bösen, das Bewusstsein, dass wir Menschen das selber nicht können. Wir brauchen jemanden. Es ist die Hoffnung und die Erwartung auf den Jesus, der gekommen ist auf die Erde, aber was von ihm heisst, dass er sein Leben hingibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und es ist in dem hinein, wenn wir das beten, so erlöse uns von dem Bösen, ist es ein Glaubensbekenntnis, wo wir ausdrücken, dass wir sagen, wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen deine Vergebung, weil alleine schaffen wir es nicht. Und vielleicht schauen wir zurück auf unser Leben und sehen die Situationen, die wir falsch gewählt haben. Und wir wissen, Jesus, ich brauche dich da drin. Und vielleicht bleibst du dort mal ein bisschen sitzen, in diesem Gebet hinein, sondern erlöse uns von dem Bösen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Danke, Jesus, dass ich wissen darf, dass ich selber nicht muss können, sondern dass du da bist und dass du die Schuld nimmst von mir und dass ich die Konsequenzen nicht muss tragen dort hinein, sondern dass du mir die Ewigkeit schenken wirst, mir ein neues Leben gibst. Vielleicht die erste Ebene, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann noch vielleicht eine zweite Ebene, wo wieder sehr eng mit dem Führe uns nicht in Versuchung innen ist. Im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir nämlich nochmal etwas anderes über Prüfungen oder Versuchungen. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Okay, das muss man mal schnell ein bisschen sinken lassen. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Die zweite Ebene von dem Erlöse uns von dem Bösen ist manchmal auch das Ringen. Das Ringen in dem Moment, wo man eben in dieser Versuchung ausgesetzt ist, wo man vielleicht gezogen wird, wo einem vielleicht auf der einen Seite die Stimme von dem Bösen einflüstert, wie die Schlange, die der Eva eingeflüstert hat, oder der Teufel, der dem Jesus versucht einzuflüstern und sagt, komm, mach, schau. Und Jesus wehrt sich dagegen. Und manchmal ist das so ein Erlöse uns von dem Bösen auch das, dass man in dieser Situation drin ringt mit Gott, ringt mit dieser Situation, wie sie da ist und sagt, ich will mich nicht überwältigen lassen. Und wenn Gott mir etwas zumutet, dann schafft er auch eine Möglichkeit, dass ich die Prüfung bestehen kann. Und im Glauben, und das ist eben auch für uns nicht die Versuchung so groß, dass ich sie nicht kann bestehen, sondern mit der Hilfe von Gott, mit der Unterstützung von ihm, mit der Sicht von ihm über mein Leben, mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist, der in mir wirkt, gibt er mir all das, was nötig ist, um in so Situationen hinein die Versuchung zu verstehen, die falsche Wahl zu treffen und den richtigen Weg zu gehen. Er ist da.
Aber manchmal ist es herausfordernd, manchmal ist es ein Ringen drum, manchmal ist es Dranbleiben mit ihm. Eine andere Ebene von dem, erlöse uns von dem Bösen. Und eine letzte Ebene möchte ich noch anfügen, das ist die den Blick in die Zukunft führen tut. Erlöse uns von dem Bösen ist auch eine Sicht in die Ewigkeit, was heisst, dass irgendwann einmal der Tag wird kommen, wo es kein Leid und kein Schmerz und keine Tränen mehr geben, wo es keine Prüfungen mehr wird geben, wo alle Bäume an dem Garten Eden stehen, Bäume sind, die zum Leben geführt haben, weil die Menschen sich für Jesus entschieden haben. Und es ist auch eine Hoffnung, die da drin steckt, in dem, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn man da kämpft, wenn man da sitzen bleibt bei dem und sagt, ich bade mal in dem hinein, dann kann es auch zu so einer Sicht führen, wo man den Blick führen würde und sagt, jetzt im Moment ist es vielleicht schwierig und herausfordernd. Jetzt ist es noch nicht ganz so weit, dass man nicht mehr in der Gefahr steht, falsche Abzweiger zu nehmen. Aber irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Himmel da bei uns ist, wenn die Vereinigung von Himmel und Erde wieder stattfindet, wie wir es vorher gebetet haben, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn das einmal vollendet wird sein, dann wird das Böse ein für alle Mal besiegt sein. Es ist also ertränkt von Hoffnung und Zuversicht. Das Gebet hat mich selber fasziniert in den letzten paar Tagen. Ich habe gemerkt, eben, es ist beides gut. Und ich will nicht das eine oder das andere schlecht machen, aber ich glaube, es ist viel, viel mehr als einfach nur ein Text, den man auswendig lehrt und vor sich her sagt, sondern es kann so eine Anleitung sein, so eine Hilfestellung, wo Gott einem an der Hand nimmt und einem hilft, die Gemeinschaft mit Gott zu gestalten. Und zum Schluss von dieser Predigt will ich auf den Schlusssatz noch eingehen, wo wir wahrscheinlich alle dann automatisch auch auswendig kennen. Und vielleicht, wenn ihr in der letzten Zeit mal das Gebet gelesen habt im Matthäus-Evangelium, gemerkt habt, da fehlt irgendwie etwas, oder? Weil der ist irgendwie einfach abrupt fertig. Und es ist tatsächlich so, dass man nicht in allen Abschriften der Bibel den letzten Satz noch gefunden hat. Ehrlich gesagt, sogar in wichtigen, trägenden Abschriften drin fehlt der Teil. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und man ist sich so ein bisschen unsicher, aber was man sicher zumindest sieht, ist das, dass es schon ganz früh in der Kirche, schon spätestens im 2. Jahrhundert beleidigt ist, dass Christen das Vaterunser gebetet haben und mit so einer Verherrlichung von Gott, mit so einem Lobpreis von Gott abgeschlossen haben. Und darum ist es für uns auch in der Vorbereitung als Pastorenteam klar gewesen, dass wir diesen Teil irgendwie mit drin hineinnehmen. Er ist vielleicht nur kirchliche Tradition, aber ich glaube, er ist trotzdem hilfreich, erbauend. Und ich finde es eigentlich wunderschön, wenn man eben die ganze Stege gelaufen ist und dann am Ende von dem Gebet angekommen ist, dass man endet in einer Herzenshaltung von Lobpreis. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann haben die Menschen mega viele Wunder erlebt, Situationen erlebt, wo Gott ihnen geholfen hat, wo Gott sie gerettet hat, zum Beispiel aus der Sklaverei in Ägypten, durchgeführt durch das Meer, wo sich die Wassermassen aufteilt haben. Und die Antwort der Menschen auf das Wirken von Gott, auf das Wesen von Gott, auf die Art und Weise, wie Gott sich gezeigt hat, war immer Worship, war Lobpreis und Anbetung. Ist eine Herzenshaltung von der Dankbarkeit, von der Bewunderung und vom Ausdruck, vom Staunen über dem, was Gott ist und über dem, was Gott gemacht hat. Und darum liebe ich es. Im Herzen bin ich natürlich auch ein Worshipper. Ich liebe das, in so einer Haltung wieder zurück in den Alltag, ins Leben hineinzugehen. Wenn man gebetet hat, dass man nur seinen Blick aufrichtet und sagt, ich bin in meinem Alltag hinein gewesen. In den Situationen von meinem Leben, die manchmal vielleicht auch extrem herausfordernd sind. In den Situationen drin, wo ich mir gewünscht hätte, Gott hätte mich verschont davor und hätte sie mir erspart. Aber egal, wo ich stehe, wenn ich jetzt rausgehe, in diese Welt hinein, in meinen Alltag hinein, das, was mich erwartet, werde ich rausgehen mit einer Herzenshaltung von Dankbarkeit. Mit einer Herzenshaltung von Staunen über dem Wesen und über dem Wirken von Gott. Und von Bewunderung. Der Gott ist einzigartig. Und so ist der Schluss, die sogenannte Doxologie, die Verherrlichung von Gott, wo man Gott Ehre gibt. Einen wunderschönen Abschluss. Und eine Einladung für uns auch immer wieder, mit unseren Herzen und unseren Gedanken an den Punkt anzukommen. Voll von Dankbarkeit, Bewunderung und Staunen. Und das Coole ist, auch so in einem Gottesdienst gibt es die Zeit. Und die Zeit, wo wir jetzt drin hineingehen, die Zeit vom Worship, vom Lobpreis, ist eine Zeit, wo wir genau das machen wollen. Unsere Gedanken und unsere Herzen ausrichten. Zurückdenken an das, was Gott Gutes da hat in meinem Leben, wo Dankbarkeit wachsen lässt. Staunen über die Güte, über die Gnade und Barmherzigkeit, über das Interesse von Gott an unserem Leben, über seine Hilfe, was auch immer das ist. Und das in Worte auszudrücken.
und so zu enden und wieder rauszugehen in den Alltag und ins Leben. So enden wir diese Serie, aber ich hoffe, sie klingt nah in unserem Leben hinein, sie klingt nah in deinem Leben hinein. Und wir gehen jetzt in so einen zweiten Teil von dem Gottesdienst hinein, wo du eben auch die Möglichkeit hast, zu reagieren. Vielleicht bist du irgendwo hängen geblieben, bei dem führe uns nicht in Versuchung, und die sind gerade Sachen in den Sinn gekommen. Du sagst, hey, ich weiss genau, wie sich das anfühlt. Gerade jetzt da, wo ich stehe. Vielleicht dringst du darum, dass du sagst, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung. Und im Moment fällt es mir gerade ein bisschen schwer zu glauben, dass du mir alles gibst, was ich brauche, damit ich bestehen kann da drin. Vielleicht ist dein Gebet im Moment, erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht bist du aber an dem Punkt, wo du sagst, mein Herz ist voll von Dankbarkeit. Ich lade dich ein, zum Reagieren. Auf dort, wo Gott dir vielleicht gezeigt hat, hey, das ist für dich. Und du kannst das für dich machen an deinem Platz. Du kannst einstimmen in den Worship und mitsingen. Und wenn du merkst, du brauchst jemanden, der mit dir zusammen betet, nimm ein Team da, das gerne für dich da ist. Du darfst einfach während dem zweiten Teil dort hinten kommen, zu dem Ständer mit der Kerze hinten. Dort hat es Leute, die gerne sich Zeit nehmen und mit dir zusammen beten. Oder wenn du möchtest, darfst du zum Kreuz führen kommen, so als ein innerliches Aufmachen, an einen Schritt auf den Jesus zuzumachen. Auch das darfst du gerne in Anspruch nehmen. Sonst will ich dich herausfordern, dein Herz und deine Gedanken auf den Gott auszurichten und die Lieder zu nutzen, sie zu deinem eigenen Gebet zu machen und zu sagen, ich gebe meinen Dank und mein Staunen, meine Bewunderung zurück. Und ich drücke das aus durch die Lieder. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist und dass du uns vorausgegangen bist. Und du bist mehr als ein gutes Vorbild gewesen, das einfach gezeigt hat, wie der 6er-Schüler, dass es fast schon easy ist. Sondern in allem hast du uns gezeigt, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein. Und du hast dein Leben gegeben, damit keine Versuchung je wieder so groß kann sein kann, dass wir daran scheitern. Und sogar dann, wenn wir versagen, dann deckt das, was du gemacht hast, unsere Schuld und unsere Fehler zu. Und es gibt eine Möglichkeit, umzukehren. Und so bitte ich dich für jedes Einzelne von uns, für mich, für alle, die wir da sind, dass das Gebet abfärben von unserem Leben. Führe uns nicht in Versuchung, Herr. Dort, was möglich ist, verschone uns davon. Dort, was möglich ist, Herr, schenke uns Situationen, wo wir zufrieden und glücklich und erfolgreich sein können. Und Herr, wir wollen auch das von dir aus deiner Hand nehmen, was herausfordernd und schwierig ist, weil wir wissen, du machst es nicht, um uns zum Bösen zu verleiten. Du machst es nicht, dass wir fallen, sondern du lässt es zu, damit unser Glauben und unser Vertrauen auf dich das Fundament von unserem Leben kann sein. Ich bitte dich für die Menschen, die im Moment an einem Ort stehen, wo sie sagen, ich habe das Gefühl, die Versuchung ist übermächtig und sie verdrückt mich. Wir beten mit dir, dass Gott uns erlöst, dass Gott dich erlöst von dem Bösen, dass er dir Kraft gibt durch seinen Heiligen Geist, dass er die Wunde, die das hinterlassen hat, in deinem Leben heilt und dir eine neue Zukunft schenkt. Und so wollen wir die Zeit nutzen, um die Gemeinschaft, die Freundschaft mit dir, dem Vater im Himmel, mit dem Heiligen Geist zu leben. Dort, wo wir stehen in unserem Alltag. Dort, wo du uns begegnest.